So, guten Mittag, alle Guten. Ich wollte heute persönliche Point machen über die Situation. Der kriegt am Allgemeinen die letzten Wochen einen schriftlichen Rückblick auf die Woche, aber wieder Zahlen ziemlich viel an die Lut gegangen sind. Die letzten Tage ist immer wichtig, ein paar Messagen wirklich auch direkt rüber zu gehen zu diesen Zahlen. Wenn wir als Woche gucken, die 100 Eisleid, dann ist es alarmant. Das ist so gesehen nicht überraschend. Wir sind mitten an einer Gegend an Europa, wo Zahlen allgemein an die Lut gehen. Und es wäre auch schon verwunderlich, wenn dem nicht so wäre zu Lützeburg. Dem wenn wir vergleichen mit der Woche für Drun, wo wir 805 Neuinfektionen hatten, haben wir das Woche 1280 zu verbuchen. Das ist ein Plus von 50%. Zum Detail von denen Zahlen ganz wichtig, weil wir die Differenzierung immer machen. Davon, dass die 609 Positivfälle, die identifiziert sind, sind über eine Ordonnance vom Doktor am Anfang an den Laborgängen getestet gehen. Also nicht über das Large-Scale-Testing, mit den Leuten, die eine Ordonnance gekriegt haben, über DW eben detektiert sind. Am umgedrehten haben wir am Large-Scale-Testing, den parallel lebt, dann den auch viel Success hat, die letzte schon mal 182 Positivfälle, die man konnten identifizieren. Was die Ursachen angeht, auch da gibt es nichts grundsätzlich Neues zu vermelden von uns aus den Services. Wir sehen nach wie vor, dass das, wo wir können, ausmachen, wo ihr wirklich mit einer gewissen Sicherheit kann festlegen, wo die Leute angestochen und das bleibt ein Familienkreis mit 31%. Dass da, wo die Leute eng zusammen sind, wo sie keine Maske haben, wo am Anfang auch normal ist, dass der Virus relativ schnell weitergeht. Ich gebe aber gerne insistieren darauf, dass der größte Prozentsatz nach wie vor nicht attribuabel ist. Was heißt das? Dass am Anfang 43,2% auf die letzte Woche geguckt, das ist mehr wie die Woche für Drunde wohnt, danach schon 36%. Mit den die 43% von den Neuinfizierten, da können wir am Service nicht mit Sicherheit so, wo die Leute sich angestochen haben. Für was? Ja, weil sie eben viele Aktivitäten haben, weil sie ganz normal leben, aber auf dem Zeitraum, den auch froh könnt, wo sie sich hätte können angestochen haben, eine ganze Reihe von Kontakten waren, wo ich nicht kann, mit Sicherheit so, ob den einen oder den anderen dann war. Wir sehen, das wird man an unseren Schulen gesehen, noch an unseren Kläranlagen. Der letzte Rapport, den wir gekriegt haben, der weist darauf hin, dass man eine ganz generalisierte Präsenz vom Virus haben, auch verstärkt über das ganze Land, also echt diffus. Das konfirmiert, das wird man hier bei uns am Contact Tracing. Wir haben kein spezifisches Clusteren, wo ich so in München wirklich ein neues Phänomen hier am Land, wo die Leute sich ausstehen. Wir haben von keinem größeren Cluster oder keine Chaîne d'infection, wie ihn nennt, zu verbuchen. Was heißt das, wenn man Infektionen fahren, kriegen wir relativ sehr aufgegrenzt, während drum sich angestochen hat, die Leute auch dann in Quarantäne gesetzt, dementsprechend. Sodass das irgendwo Hand an Hand geht, mit dem, was man an der Kläranlage gesehen, dass so gesehen mehr schwer zu gerieren, dass man einfach, wenn ich genau weiß, wo wirklich ein Hauptinfektionsgrund ist, da kann ich mehr gezielt handeln. Heute sind wir wirklich auf einem Punkt, wo ich muss sagen, der Virus ist präsent und ist ganz präsent an unserem Land. Es gilt also wirklich aufzupassen. Und auch da, dass man heute wirklich persönlich wichtig heute zu stehen, an einen Appell zu machen und Vorsicht. Wir haben eine Situation, die evaluiert für Tag. Wir analysieren sie auch. Ich werde auch mit euch durchgehen, wie wir das machen, was wir aus den Zahlen rausziehen. Mir nichtsdestotrotz ist es wirklich wichtig zu verstehen, dass der Virus ganz präsent ist und dass dem nur auch das Risiko für sich umzustechen, egal wo ihn ist, einfach generell viel mehr hoch ist. Also Tod und Positivität, das ist den Tod, den müssen wir ganz genau gucken, das ist am Anfang die Unzahl von Leuten, die positiv sind, von all denen, die wir testen, die bleibt relativ niedrig, nach der letzten Woche geguckt, und das zwar leicht abgegangen, war die vierte Woche bei 2,02%, das Woche, also die letzte Woche mal am Rückblick, also bei 2,69%. Also noch immer relativ gesehen am Vergleich zu den Umständen, die wir bei einer Reihe von unseren anderen europäischen Nachbarländern gesehen haben, ist das noch immer relativ niedrig. Wir haben
was wichtig ist für die Effekazität von unseren Mesuren, die wir en place haben, zu evaluieren. Gucken wir halt zu Lützeburg nicht just die Zahlen. Ich weiß, die Zahlen, die sind alarmant und sie verblenden auch viel, weil sie sich einfach vergleichen lassen. Aber wir gehen sich viel mehr nuanciert für. Auch wenn Zahlen fundamental abgegangen sind über die letzte und auch Haut, ich gebe die Schiffer von Haut auch vielleicht nach Ginschatelo nicht gesagt, wir haben Haut nach ein Jahr 416 Neuinfektionen zu verbuchen, das ist ganz viel. Auch wenn die Zahlen fundamental abgegangen sind, so sind wir heute zur Konklusion gekommen, dass als Analyse aber noch relativ stabil geblieben ist. Aus was besteht als Analyse? Sie besteht daran, eine Reihe Sachen zu parametrieren und zu monitoren, die als Indikatoren gehen, ob man als Ziel, was wir als gesagt haben, nämlich den Virus unter Kontrolle zu behalten und noch vor allem zu evitieren, dass als Gesundheitssystem gibt zusammenbrechen, das Ziel, ob das noch immer garantiert ist. Es geht alles darum, dass unser Gesundheitssystem stabil bleibt, dass es funktionieren kann und das nicht nur für Covid-Patienten. Das ist ganz wichtig, das für uns zu haben. Wenn wir all die Erfahrungen, die wir alle guten zusammen machen, dann ist das für das Schiedverein ein gutes Service an der Klinik kann kriegen. Weil wir haben nicht nur Covid-Patienten. Wir sind angewiesen auf ein gutes Gesundheitssystem, das normal funktioniert, auch für Nicht-Covid-Patienten. Was gesehen wir, wenn wir als Zahlen mehr detailliert gucken, wir gesehen an der Altersstruktur von den Neuinfektionen, haben wir einen ganz besonderen Augenmerk auf den Leute, die über 65 Jahre alt sind, verwertet sind die älteren Leute, die statistisch gesehen echte Komplikationen machen und dafür auch viel mehr großes Risiko haben, länger Zeit am Spital zu sein und da muss behandelt zu gehen. Wenn wir das gucken, dann sehen wir für dich generell, dass die Altersmoyenne zu Lützeburg nach wie vor relativ niedrig ist bei den Neuinfektionen. Sie war auf der 4. Woche bei 36,8, also liegt draufgegangen effektiv, also auf 38,8, aber generell gesehen ist sie noch immer relativ niedrig. Wir haben noch wirklich die Majorität, die größte, nicht gerade die ganze Majorität, mehr 40% von denen, die sich neu ausstechen, liegen zwischen 15 und 29 Jahren, respektive 30 und 44 Jahren. Wir sehen auch, wenn wir über Zeit zurückgucken, dass die Proportion von den Neuinfizierten, die über 65 Jahre alt sind, nicht am selben Maß hochgeht wie bei den anderen Alterskategorien. Das wenn ein Geschehen vom Virus analysiert, ein wichtiger Faktor, das auch am Umgedrehten natürlich für uns ganz alarmant, wenn man da eine Änderung gesehen, wenn man bis gesehen, dass effektiv nicht viel mehr großen Teil und ältere Leute sich infiziert, das für uns ein Faktor ein Risiko, wohin sich wirklich da kann ausrechnen, dass das Risiko für uns Spitäler auch dementsprechend gehen. Dann haben wir auch heute noch einen Punkt gemacht an unsere Spitäler, wie du ausgesagt mit den Bettbelegungen. Wir sind Stand heute bei 61 Covid-Patienten, die an den Soins normal sind, gegenüber 6, die auf den Soins intensiv sind. Die sieht auch da, haben wir nicht einen großen Sprung nachgemacht. Obwohl die Zahlen über die letzten Wochen wirklich groß abgehen, nicht gesagt, dass es unzieht, aber nicht an dem Maß wie beispielsweise als Notbeschländer, die wirklich ganz drastische Mesuren en place gesetzt haben. Ich denke nun in Holland und als Belgische Kollege, wo wirklich an der Spitäler die Situation extrem sich zuspitzt. Die Situation haben wir Stand heute noch nicht. Und ich betone den noch nicht, dass nicht für die Garden zu besseren Situation ist wirklich eine alarmante Situation. Sie kann von Tag zu Tag ändern und gilt wirklich, sich zu erinnern, dass wir eine ganze Reihe Mesuren en place haben, dass wir eine ganze Reihe Rekommendationen rausgehen von der Santé, aber das wo Zahlen drauf geht, wo wirklich gilt, das seriös zu holen. Auch Passagen an unseren Urgenzen bleiben am Bereich vom Normalen. Auch da ist nichts Neues von dem, was ich bei unserem letzten Rendezvous gesagt habe. Das ist mir aber wichtig, dass wenn man nach die Kontrolle haben, dass Hautschidfried versteht, für was man die Kontrolle haben. Das ist nämlich just möglich, dass wir heute zu Lützeburg ganz intensiv schon seit Wochen am Main am Gange sind, eine möglichst große Unzahl von Leuten infiziert, sie ganz schnell zu identifizieren, über eine ganz breit angelegte Teststrategie. Und das nicht nur für sie just zu identifizieren, sondern surtout für sie dann noch zu isolieren. Was man mehr Leute präventiv können isolieren, was man das Risiko, dass der Virus sich weiter verbreitet, mehr aufkriegen. Wir haben also ganz viel investiert, sowohl an als Testkapazität wie auch an als Service, aber auch Schiedverein, die alle Guten, die Leute, die schon konzerniert werden, haben viel investiert. Das ist eine
Das ist nicht einfach ein Quarantäne durchzustehen. Wir sind entretemps bei tausende Leute, die das müssen durchmachen. Und die Leute machen matt. Und das ist auch dafür, wo man nach Sachen an Kontrolle haben. Das ist so schwer zu verstehen, dass ich präventiv an einer Quarantäne ist. Ich muss ganz strikt sehen, auch wenn ich wahrscheinlich mit einer gewissen Probabilität den Virus nicht wird kriegen. Mit das gerade das, was für uns auch ein Indikator ist, dass man sich nach einer Kontrolle haben. Weil wir gesehen haben, da verweisen ich eine Korruption von Haut. Das ist auch an der letzten Woche, wo wir wirklich ganz, ganz starken Ausstieg am Niveau von den Zahlen hatten. Und da haben wir auch natürlich von der Arbeit, die wir haben an unserem Tracing, dass nach wie vor aber 37% von denen Neuinfizierten, und das sind da viel mittlerweile, aus dem Contact Tracing rauskommen. Das heißt, konkret sind das Leute, die identifiziert gehen als Covid-positiv, obwohl sie am Anfang schon isoliert sind, weil sie für drunter Kontakt mit einem Infizierten waren. Bei ihnen ist also die Gefahr schon zurückgeschraubt gewesen, sie konnten schon nicht mehr weitergehen. An dem Moment ist das für uns auch ganz, ganz wichtig, die Zahl für uns anzuhören, weil es relativisiert ganz stark als Zahl von Neuinfizierten. Das ist ein großer Unterschied, ob man Neuinfizierten Orten, die nach nicht isoliert sind, an denen also nach kann potenziell weiter der Virus gehen, wie wenn es da sind, die schon effektiv daheim sind, an hier Quarantäne, dann auch so aussitzen, wie das von ihnen auch verlangt wird. Wir haben noch ganz viel investiert, die ganze Zeit über für die Mesuren zu respektieren, die wir en place haben. Lützeburg hat durchgehend relativ strenge Mesuren en place gehabt, was Maskepflicht angeht. Wir sehen, dass verschiedene Länder logisch nutzen. Bei uns ist Maskepflicht überall, wo das Publikum an und aus geht, schon lange. Und auch am öffentlichen Transport obligatorisch. Und da, wo mehr wie 20 Leute zusammenkommen, ist bei uns am Land Sitzpflicht, sind überzeugt haut, dass die Mesuren, auch wenn sie vielleicht im Moment nicht mehr gerade auf Verständnis gestoßen sind, weil die Situation besser war, doch wirklich wesentlich dazu beigetragen haben, dass wir haut nach können, so und dass wir es auch in der Kontrolle haben. Für das ja der Woche so bleibt, also es wichtig, dass die Leute haut Zusatzerfahrungen machen, dass wir alle guten Erfahrungen machen. Es geht nicht ohne die Quarantäne, davon sind wir überzeugt. Und das sind die, wenn wir nicht wirklich weiter hier können, die Leute identifizieren, schnell können identifizieren und auch ihre Kontakte schnell können identifizieren, da werden wir bei den Zahlen, die wir haben, nicht mehr so effizient können, auch präventiv schaffen, wie wir das bislang gemacht haben. Am Kontext vom Hirsch, wo die Aktivität stark angezogen wird am ganzen Land, und das merkt ihr, wenn ihr mal am Auto unterwegs wie den Trafiknis angezogen wird. Wir bewegen uns an einer Normalität, dass wir kalt dabei sind, wir sind mehr da bannen. Das ist also extrem wichtig, dass wir mehr machen oder dass wir mehr Erfahrungen machen, weil der Virus ist da und wir haben einfach durch ein Alter so viel mehr Gelegenheiten für uns anzufangen. Also muss man auf denen Schrauben drehen, wo man eine Handhabe drüber haben. Und das sind ganz viele Sachen trotzdem. Wir können alle Summe weh aufhanden für als Kontakte, als Deplacement, da wirklich auf das Wesentliche drauf zu setzen. Ich gebe so in dem Motto, bleibt daheim und nicht alles in Aktualität haut. Weil wir wissen, dass der Virus extrem stark zirkuliert. Und das ist einfach, die brauche ich just, wenn ich informiert, wie zu sie sieht, wie sie abgehen. Das ist ganz ein einfacher Indikator. Weil das ist der Moment, für sich wirklich vorzustellen, ob ein Deplacement muss sein, ob ein erste muss sein, weil der gerade geplant hat, ob ich das nicht an einem kleinen Kreis kann machen oder ob ich nicht einfach kann verschieben. Wir wollen alle gut, dass unser Gesundheitssystem auch weiterhin gut funktioniert. Und dafür ist es wichtig, dass Logitverein für sich die Frage stellt und auch Decisionen hält. Wir haben relativ viel Spielraum. Man kann ihn an dem Spielraum, wo ihn hat, auch mit sich selber an das Gebiet gehen, ein bisschen streng fahren. Dafür zählen wir heute auf jeden Einzelne für wirklich nachher die guten Sachen zu beherzigen, wirklich den Kontakt zu überdenken, auch zu überblicken. Und, sich am kleinen Kreis zu bewegen, auf Distanz zu bleiben, die Maske zu drohen, da wo ihn sowieso viel geschrieben ist, mir auch da wo ihn von sich aus mit seinem Verstand schon versteht, dass er nicht auf der Distanz von 2 Meter ist, das Licht rauszufangen. Da wo viele Leute sind, kann ihn präventiv die Maske drohen, das ist keinem verboten. Und auch da, wo man können eben verzichten auf verschiedene Sachen, das machen.
Dann auch ganz wichtig, da könnt ich feststellen, mit den Zahlen, die wir haben, gerade auch heute, den neuen, die über 400, die heute beikommen sind, denn das ist ein immensen Druck bei Servicer. Ich gebe dafür auch wirklich einen Appell heute machen, für jeden Verein, den sobald sein positives Resultat kriegt von einem Test, dass er sich wirklich selber an Autoquarantäne schon setzt. Das ist wichtig, dass präventiv, warten nicht drauf, bis er kontaktiert geht, wenn er ein positives Testresultat hat, setzt sich in Quarantäne. Aber wenn ich gelieft kontaktiert, auch schon die Leute, mit denen er Kontakt hat, die wisst das am besten. Ich habe den Appell schon ein paar Mal gemacht, dass am besten wirklich Spruch drüber zu hören, wenn er besser wisst, mit wem er zusammen wird, weil er auch die anderen Leute besser schützen, aber der ist da bist erleichtert. An dem Sinn als wirklich auch haien erfolgefrot für engem gerade an diesen Zeiten die erleichtert ist der derbisch an dem Markt Kontrolle definitiv mehr effikaz, wann da die dotte mesure könnt umsetzen dafür zielende Stufe op für Domat zu schaffen auch. Sollen also dem Virus keine Chance gehen, die könnt selber ein bisschen steuern, ob ihr trefft oder nicht, an dem es auf Distanz bleibt von anderen Leuten. An Fionalem auch gebe ich einen Appell machen haut und als edler Leid. Wir wissen, dass es statistisch echt zu Komplikationen neigen, auch Leute, die von ihrer Gesundheit hier vielleicht Männer gut abgestaltet sind, die sieht besonders exposiert am Moment, also passt auf euch auf, dass an Ehren Herren auch für ein bisschen vielleicht gewünschten zu überdenken, gerade an dieser Zeit mehr vorsichtig zu sein, wie wir das vielleicht über den Sommer waren oder zu den Zeiten, wo wir doch viel Männer alarmante Zahlen hier am Land noch unter Mais hatten. Voilà, Zeit lebt. Als Ziel ist nach wie vor die positiv so schnell wie möglich zu identifizieren. Dafür auch noch den Appell, wenn ihr eine Invitation kriegt für das Large-Scale-Testing, macht das ist ganz wichtig. Über TV kriegen wir ein Bild, wie der Virus zirkuliert. Und wir kriegen vor allem auch ganz viele Leute identifiziert, die am Anfang noch gar keine Symptome haben, die keinen Grund haben zu meinen, dass sie den Virus hätten. Das ist etwas, was eine Longueur d'avance gegeben hat am Land. Und wir zählen darauf, das auch weiter beizuhalten. Dafür macht für euch, für uns alle Guten. Ja, Frauen? Ja, wir sind sicher vom Tagesblatt. Sie haben wieder appelliert an die Menschen, die normalen Maßnahmen zurückzugreifen und aber sich auch Wochenende zu irgendwelchen politischen Maßnahmen gesagt, also Restriktionen wieder einzuführen. Jetzt haben wir aber über 400 Neuinfektionen heute. Welche Zahl musste da erreicht werden, dass da wieder politisch was gemacht wird, also dass da wieder stärkere Regeln verhangen werden? Was muss da denn jetzt passieren? Das können du sich drauf wie als sämtliche Indikatoren evaluieren werden. Wir sind, wenn wir zurückgucken, nach immer an einer linearen Evolution. Nun eine gewisse Kontrolle an der Spitäler nach von nicht den akuten Ausstieg aus, sobald das schwer unzeichnen, sobald man wirklich gesehen, auch von der Altersstufung bei den Neuinfizierten, dass das aufhängt wirklich, dass das Risiko extrem wird hochgehen, da werden noch andere Mesuren muss geholt gehen. Ich kann nicht verstoppen, dass die Situation sicherlich alarmant ist. Wir sind bemüht, nicht einfach planen Mesuren zu holen, weil es nur Beschländer da holen, wir sind wirklich zu dem Zeitpunkt zu holen, wo wir bei uns zur Konklusion kommen, dass auch bei uns das Risiko eben dementsprechend an Blut geht, dass sie muss andere Mesuren holen. Wie gesagt, die Situation ist nicht 1:1 vergleichbar und dafür sind wir auch wirklich all Tag sitzen wir zusammen für uns genau Gedanken zu machen, ab wie geht das alarmant, dass die Zahl haut, das ist eine hohe Zahl, aber auch da gebe ich auch bei den Schmengen nicht gesehen, auch nur 2-3 Tage, dass das total eine neue Tendenz, dass es so hochgeht, wenn es natürlich auf dem Weg von gestern auf heute sich annonciert weitergeht, gehen wir an eine exponentielle Lehre ran, das ist klar, mathematisch gesehen. Aber rückblickend auf die Woche, wo du wirklich schon akut angezogen hast, haben wir die Tendenz aber noch nicht. Okay, aber wäre es denn nicht jetzt, bevor es wirklich alarmant wird, ratsam, schon was zu machen, damit es erst gar nicht so weit kommt? Ja, nee, wir haben eine ganze Set Mesuren en place, die gut sind. Wir sind der Meinung, dass wir eine erste Mesure geholt haben, an dem wir ganz verstärkt sensibilisieren. Das wird gesehen, hat er schon gesehen, über die letzte Tage, und das können wir über die nächste Tage nach weiter. Sensibilisation ist wichtig. Es sind auch persönlich überzeugt, dass den Menschen eben mal, wenn eine Situation nicht mehr so akut ist, auch
net mi so oppasst. Ich meine, Jittfried hat sich Normalität mir opgeholt, dat gesagt, Jittfried gesagt dat bei sich an auch do als Sensibilisation ass eng echt mesure die Regierung beschloss huet, auch die Appeller, die man haut machen, die man iwwer die Lächte machen geheieren do dazu, wenn dat schließt net aus, dass auch einer mesure muss gehol gehen mit zum richtigen Zeitpunkt sicherlich net zu spät, das tun wir schon auch mat Radar an dafür gucken wir eben just mal ganz genau die Altersstruktur von den Neuinfizierten, weil der ist mat der Erfahrung von denen vierchte Mäder von der Eischter Well aber en ganz gut Indikation gëtt, wer de wenig kann erwerden an de Spideler. Du hast schon eng Korrelation zu gesinn dazwischen. Okay, eine Frage noch. Sie sagten, man muss jetzt quasi am besten selber Contact Tracing machen, ja, und die Leute anrufen, mit denen man da Kontakt hatte. Kommt das Contact Tracing von Ihnen dann nicht mehr hinterher im Moment oder was ist da die Lage? Also das sicher, dass von haut Mo per 100 Mei sinn, dass dat kann mal 1 oder 2 mil lang dauern, bis da durch ass an dat sinn verloren Dich. Insofern as het an der Situation, wo man los sinn, wirklich wichtig einfach keine Zeit zu verleieren, weil den Eichter effektiv isoliert also dass ich Otto isoliert werdet einfach besser also mir sinn an Schulen wo man net wirklich könne garantieren dass man dat Band 24 Stunden gemerkt kree wir sind auch net an der Situation wie viele Notbeschländer wo dat absolut net mir melich aus mir trotzdem also wirklich bei den Schulen die man hun wirklich der Moment für klar ich mein Solidfried alles durchsetzen wette kann dat sie Sachen die sind einfach we mat dem in Kontakt waren dat das Ballfall Zeit die man gewonnen hun waren doch nimmen der als den Dach all der as am moment wichtig, das grad Zeit die wichtig ist an Service stellen meist natürlich auch für mesure op mir wann so sprunghaft Ustich könnt dat dauert immer bisschen bis natürlich abhandelt bis mein Routine hun bis an dunmelicht können auch net tracen, denn das auch ganz klar. Peter Feist vom Letztebrand, wenn ich den Vergleich machen zwischen den Mesuren, die am März geholgen sind, an dem, was Approche lo ist. Es könnte ja dabei so kommen, wie wenn die Regierung am März ganz determiniert gehandelt hat, ganz sehr bis gemacht hat, während sie lo echt da eng aufwand Haltung hat, sich natürlich auch berieft, ob die Mesuren, die ja am Platz sind. Mengt ihr, dass dir mit der Approche, die du hast, dass du da außen verstanden wird oder dass nicht ganz viel Leid mit einer gewissen Verblüffung darüber reagieren, an irgendwie erwarten, dass du bist kennt? Ja, also die Situation ist sicherlich ein ganz ernst wie am März. Du müssen ganz schnell handeln, weil wir erstens nicht präpariert wären, zweitens der Virus nicht kann tun. Wir wussten nicht, wie unser Gesundheitssystem da eins geht. Wir hatten kein Monitoring en place, wir hatten kein Testing en place. All die Sachen haben wir en place und dafür fand ich, dass es sicher nicht der Moment, dass wir einfach planen zu handeln und Handbremse zu ziehen. Dafür haben wir uns ja alle guten die Indikateure gehen. Ich weiß, dass es kompliziert ist. Dafür ist es auch wichtig, immer zu rappelieren, dass man mehr Parameter gucken, nicht just die Zahlen. Wenn man just die Zahlen gucken, dann gibt man am Plan handeln. Da haben wir schon rein auf den Zahlen, haben wir schon Prognostiken gemerkt, für ein paar Monate. Also da wären wir schon in einer ganz anderen Situation, wie wir da heute sind. Und geht darum, ich meine, das ist etwas, wo die Leute auch müssen Konfianz kriegen, dass wir sind natürlich intensiv am Gangen, Tag für Tag, gerade an dieser Situation, den Echange zu haben mit den Leuten vom Terrain, mit den Experten, für eine sachliche, eine objektive Abschätzung zu machen und noch nicht die Wort streng zu schließen. Das ist eine Chance, die wir haben, dass wir besser Kontrolle haben. Wenn das Beispiel hört von unseren europäischen Ländern, wo alles außer Kontrolle ist, ich meine, das sind Länder, wo effektiv kaum Mesuren en Platz wären am Alltag, natürlich auch so gesprägt wird, dass den Impact an den Spideler extrem stark sichtbar gehen aus. Wir haben effektive gewissen Rekül, ob der da just den gewonnenen Zeit also oder nicht, das wird Zukunft ausweisen. Wir Stand heute sind ich konfiant, dass man mit den Indikatoren, die wir rausgehen, haben, wirklich können also auch darauf verlosen, dass das, was man da gesehen auch stimmt. Und an unsere Spideler, ich wiederhole, dass die Situation heute definitiv nicht vergleichbar mit verschiedenen von unseren Notbeschländern. Und dass das letztendlich wird auch wirklich der Alarmglocken richtig hart laut lässt, wenn man nicht nur, wenn man bis gesehen war nicht da ist, sondern wenn man bis Indikatoren haben, die uns deuten lassen, dass etwas da wirklich könnt. Und das lesen wir aus der Altersstruktur auch raus, von den Neuinfizierten.
War das wo schon immer mal erwähnt gehen mit Schnelltests, die giffen erlauben, also mit Antigen-Schnelltests, die giffen erlauben, noch festzustellen, dass den do positiv ist, dass die noch infektiös ist. Das gibt ja den PCR-Test nicht hier. Mhm. Die haben am Moment nicht, wir haben die schnell PCR-Testen am Umlauf, mehr Direktion als bemerkt, wir suivieren alle Pisten von neuem Material, was könnt. Ich meine, das hat gesehen, wir haben Schnelltester, wo sie bis am Umlauf waren, auch am Ersatz eben, aber alles ernst, was am Gespräch ist, haben wir nicht Radar, wir haben das auch mit am Ende und werden so sehr wie möglich durch neue Progress kommen, dadurch dann so an den Ersatz bringen, dass das möglich kann, der Situation dingen. Dass der Fortschritt an der Verstand ja ist werden irgendwo da durchspringen letztendlich. Moyen Michael Sinner vom Radio 10,7. Ich komme ein Kopf dazureck, was lo grad gefrot gin, also schmengen, dass verschiedene Leute Probleme haben für die Massage richtig zu deuten, weil ob der einerseits so da bleibt du heben, wann nicht unbedingt muss sehen, ob der anderen Seite bleibt du bausen irgendwie alles op. Für war das dann so, wo man sollen daheim bleiben. Die so doch Situationen an den Spitäler als stabil, an nicht alarmant wie an also Notbeschlenner, mir auf der anderen Seite so da ist trotzdem Situation als immens echt. Dafür mengnisch, dass es ein bisschen schwierig ist für die Leute draußen, für dann selber zu dezidieren, ja, wer das dann Looming Verantwortung an dem Heizen. Ich komme dafür vielleicht nachher auf die Spitäler zurück. Da gibt es eben den Phaseplan, also während der ersten Welle haben wir probiert herauszufinden, wie viel Batter haben wir, wo ist das Limit. Das ist so ähnlich, das hat er als erklärt gehabt, weil eben noch die Altersstruktur von denen Infizierten ähnlich ist. Aber trotzdem gibt es ja an ihrem Phaseplan aber irgendeinen Indikator, der möchte, dass die nächste Phase deklanchiert wird. Und da ist etwas Handfestes, wohin sich vielleicht dran orientieren kann, wie ist es Lohai. Im Moment sind wir an der Phase 2, könnt ihr als so ein wenig, dass wir an Phase 3 rangehen, ihrer Meinung nur, also wie sehr, dass das geht mit den Infektionszellen, die wir haben, was dir ja wart, an was das dann auch bedeutet, Personal für die Spitäler, an was dann Fußball eventuell auch wegfällt. Das bei den Spitäler sind eben pro Spital sind Palien determiniert, die sie aktivieren auf höhere Mesure. Wir sind an der Phase 2, wir sind uns tagtäglich in Échange mit den Spitälern, wo wir gemeinsam an der Cellule de Crise festhalten, wenn im Moment das für die Phase zu sprangen, weil nicht unbedingt an den Mengen Spital wie an den anderen aus. Wir müssen auch wissen, auch da haben wir es eigentlich entschieden, nicht just blanden und Zahlen zu funktionieren, weil spielen viele Faktoren noch an einem Spital mit, das sind Steckdisponibilität in Betten, die ausgewiesen sind, aber auch Personal spielt mit, auch da oft natürliche Situationen, wo wenn der Virus verstärkt, da also auch Personal wird ausfallen. Das muss auch mal dann Balance holen. Wir haben am Anfang die Chance hier am Land, dass wir ganz direkte Kontakt mit diesen Akteuren haben und dafür brauchen wir es nicht blanden und Zahlen zu halten, weil wir wirklich mit ihnen Tag für Tag können Situationen durchgehen und da können Faktoren mal dran spielen, die einfach nicht an einer Zahl so kann rumgehen. Das so, wieso war net alarmant das net direkt mesureuren holen ich weiß nicht, ob es glücklich ist, zu vielen mesure sind extrem abschneidend wir müssen über das Gesetz fuhren und hat Bild gebraucht man Straßen du baust glatt sind dann auch nicht direkt gespart an ich denke das Schiedreden für sich absolut versteht du fährst die Pandemie schon lange genug heim wir gucken alle gute sind Novelle rundrum das Leute schon verstehen wann Zahlen gehen weil das sind einfach so viersichtig sind genau wie in einer glatter Stroß viersichtig wird das auch lode Moment viersichtig sind wir wissen nicht genau was könnt wir können analysieren dass man nach einer Kontrolle holen wir wissen aber nicht was mehr aus das immer ein Dunkelziffer von Infizierten du an der Virus aus nach nicht bis an den letzten Detail bekannt und fährt auch bis zum Schluss von dieser Pandemie leider so sind dass man mit ganz vielen Inkonuen muss fuhren es sind für mein Element froh dass man hier am Land eben viel nuanciert können agieren große Länder gesagt dass es nicht ernst geht wie nur zu holen verschiedene mesuren zu holen die extrem
extrem radikal sind, die auch nicht immer Sinn machen und noch nicht immer verstanden gehen. Dafür ist als ein Wunsch, also auch mit der Direktion, dass einfach darauf vertraut wird, dass man das schon sachlich analysieren, man eben viel mehr einen großen Aufwand, viel mehr eine nuancierte Analyse von dem, was lebt. Natürlich auch mit der Möglichkeit, dass von Haut auf morgen neue Mesuren kommen, das haben wir ja auch schon gemacht. Wir haben noch gesehen, dass als Chambre funktionsfähig ist, dass wenn wirklich urgent geht, dass wir wirklich ein Ohr haben, dass wir ganz schnell können vierstellig gehen und dann Situationen durchgehen und an neue Mesuren holen. Mit das wir probieren zu evitieren, einfach am Druck den ist, und ich verstehe den auch, dass Leute sich Sorgen machen. Ich meine, gesagt, den zu schwätzen, aber mit den Leuten, dass der Druck ist, das ist schon richtig, mit das meine ich eine Chance, dass in dem nicht einfach muss bland no gehen und einfach schon Mesuren holen, die vielleicht eventuell nicht muss holen letztendlich oder vielleicht viel mehr später muss holen oder ernst kann holen. Nach eng aner froh ass déi vum Teletravail Dir encouragéiert, d Leiit vun Dohemas ze schaffen. Och do wëll der kein gesetzlech Mesur hole, Fläich ass dadurch dat aller kompliceéiert, dat se begangen am Etat de Krise. Ich weiß nicht, wie kompliziert, das ist mir wahrscheinlich ziemlich kompliziert. Das ist aber so, was machen die Leute dann, wenn ihre Patron nicht akzeptiert, dass sie so ich will von daheim aus schaffen? Ich weiß nicht, tut eine Idee, wie viele Leute am Teletravail sind im Moment oder nicht? Oder irgendeine Information darüber? Nicht, weil ich den Arbeitsmarkt nicht so direkt suivieren. Ich weiß, dass ein Appell gemacht ist, ich erinnere mich aber an der ersten Phase, dass du gerade auch Patron ganz aussichtig sind. Ich meine, schied war alle gut, dann haben wir Interesse, die Situation in der Kontrolle zu halten und Betriebe in erster Linie. Ich meine, sie sind die Interesse haben, dass man mit Zeiten kleine Mesuren holen, ob Freiwilligkeit durch Mesuren holen, für das Ganze angezahmt zu behalten. Das ist der kleine Preis, den ihr bezahlt, für nicht den großen müssen zu bezahlen. Dafür manchmal wenig Sorgen von Seite der Betriebe. Das hat die erste Kehr gut geklappt. Viele Betriebe hatte schon Teletravail en place eiere de hat rekommandiert vor. Du hast schon eng wirtschaftliche Evaluierung der Hand, die de Betrieber net friem ass. D'accord, merci. Merci. Lukas Hochstein für die Zeitung L'Essentiel. Sie hatten eben angesprochen bei den Intensivbetten, dass das Thema Personal auch ein limitierender Faktor sei für die Intensivkapazitäten des Landes. Da wollte ich wissen, die Politikerkollegen aus Belgien und Frankreich hatten sich in letzter Zeit beschwert, dass Luxemburg in der Grenzregion verstärkt Personal anwerben würde. Haben Sie dazu, wie verhält sich Ihr Ministerium dazu, zu diesen Beschwerden? Ja, ich meine, das Staat der Land nie wat Grenzen raus bekannt, dass als Gesundheitssektor zu méi wiederhalschend gesteigt als vu Frontalien, dass man do rekrutieren als lo neicht Neues an dem Sinn, das als Situation, op die können man hier schaffen für Zukunft, dass man méi Leute op nationalem Plan motiviert kriegen an dieses Sektor schaffen zu go mir stand haut das lo. Kein neue Moment, dat as degen Erd von aus dem Gesundheitssektor he zu Lützeburg, dat nun eben mal weitgehend gedrohener gesteipt gëtt vu Leute, die all darüber da Grenzen rakommen. Und dass man de do rekrutiere Leiit op der Hand, die kommen ja net bei Eis opfällt. Dann hätte ich noch die Frage, wie ist es denn mit der Personalausstattung im Moment bestellt? Kann Luxemburg im Moment jedes Beatmungsgerät und jeden Patienten auch mit der nötigen Pflege ausstatten, wenn es soweit kommt? Am Moment ist alles am geringen Bereich. Natürlich sind als Spitäler auch alarmiert. Sie sind genau wie alle anderen Betriebe, wie alle Verwaltungen, mit dem Phänomen konfrontiert, dass auch bei ihnen Leute Quarantäne gesetzt gehen, dass auch bei ihnen Leute positiv gehen. Das kann ich nicht voraus so. Ich meine, das trifft nun eben mal, so wie der Virus gerade trifft an alle Sektoren ran, auch an Personal vom Gesundheitssystem. Auch da muss leben an jonglieren an das Deel von denen Gespräche, die man dertäglich auch mit den Spitäler hun für engerseits Wetter zu monitorieren, da kriegen wir die blank Zahlen ran, mehr an also Gespräche gehen wir natürlich auch immer Situationen durch, ob etwas alarmant ist Niveau vom Personal oder nicht. Und uns Reserve sanitär, aber das tut alles natürlich auch seine Limiten. Personal ist ein anengender Faktor auf der ganzen Linie an dieser Pandemie. Okay.
David Marquez für de Quotidien direkt aschneidet mesure sie neuer Krankfee gesinn andererseits zu der Gechte op den Instanzewege geschickt verschiedene Präzisionen zum aktuelle COVID-Gesetz. Du hun nicht ab bis rausgefiltert, dass belo wat Rassemblemente vu méi wie 100 Leute belangt, dass do neue Regel kommen können du enke Reflexion respektiv Motivation gin fir wat dat tote lo so gehandhabt gëtt. Ja, dat werden de Wunsch im hätte fir bei Evenementer vun enger gewissener Envergure eben iwwer 100 Leute, dass du vum Organisateur hier soll eng gewisse Reflexion am Vierfeld gemerk gin, die auch soll notifiiert gin an der Direktion, worum es geht. Mal soll de Perimeter vun dem Rassemblement klar delimitiert sind, denken März oder so zum Beispiel. Da soll eure Konzept do sie wie en Flühe vun de Leute geriert, das bei den Haut schon ganz viel geseit, viele Organisateure machen dat mit die Idee fir dat wirklich zu systematisieren, dass ich eng Evaluierung mischt, wo kommen Leute ran, wie gehen sie raus, dat ganz viel zu evitieren, dass eben eng Usammlung von wo viel Leute op enger Platz soll stattfannen. Und dann auch aushängen bei der Entree von den Mesures sanitär, die op dem Evenement applikabel sind, dass der doch wirklich sichtbar also für erkenntlich aus. Die Idee ist, dass eben überall, wo größere Rassemblementer sind, die Evaluierung am Vierfeld gemerkt wird, dann noch der Direktion mitgedealt wird, durch ein Gremium eng Vue ob die Evenementer. Ich gebe aber gerne betonen, dass auch schon Hautorganisatoren sich eine ganz große Disziplin haben, immer am Vierhaus sich quasi systematisch mal da Kontakt holen fir hier Konzepte enker durchzuschwätzen an noch rot ranzuhöllen, wie der am beste kann gestalten. wo Konzepte stehen, mussten die awer enkeer mat der Santé in Kontakt opholen oder? Nee, ich denke also die wo mat Konzepte hun du wette mal eens gehen. Gut an dann die zweetfro Testzentre si war dahin gut besicht och die Spierstelle opgangen ass fir Ordonnance. Wo sind no präparativen Drun restiftabschen Drun fir do an enkeer sowohl mat de Privatlaboren fir och wat den LNS daneben an ihrem Fallu belangt, fir do weiter zu kommen, weil der Mann war gros ass Merci. Ja, der Mond ist groß, man noch gesehen, dass das große Succès hat. Auch da haben wir eine permanente Arbeitsgruppe, wo der tägliche Kontakt ist mit den Laboratoren. Da sind wir auch durchgehend bemüht, für die Flüge zu sehen, jetzt gucken, wo die Nachfrage am stärksten ist, und dann eben andererseits gucken, was ist machbar. Auch da, der wir nicht vergessen, auch da sind Ressourcen den anengende Faktor. Die Sachen, die Stationen müssen bedenkt gehen, so noch ihre Preis, sodass wir da an einer permanenten Evaluierung sind, wie man das können optimisieren an do ausbauen eben wo Moyen do sind, wo Personal noch disponibel ist für das zu machen, und dann aber auf den Plätzen, wo es am meisten Sinn mischt. Ich war ganz froh zu sehen, dass den neuen Testzentrum Kirchbierg effektiv direkt einen ganz großen Afflux hat. Das scheint sich direkt drin gespiegelt zu haben bei den Laboren. Wie auch da gucken wir, wofür ja mesure was machbar ist. An dem Sinn, Reflexion de fir CSA oder mansten CSA an der Luxexpo nichts aktivieren, welchem Genre Cavadeo just an Hibernation gesagt gin. Den as Brett fir opgemerk ze ginn méi och do als Indikateuren an déi sinn och Stand haut nach immer op gering. Gucken wir fir ze desideieren, ob man do opmachen Fi allem d'Affluence bei den Generalisten an noch an den Urgenzen, dass do wo man us gesehen, wann wirklich akut unzieht. Do si dat nennen Sentinelle COVID, die man Platz hun as ein Netzwerk vu Generalisten, die als am Fogeholl umlaufenden Halen wéi bei hinnen et geschehen ass, wieviel méi COVID-Patienten kommen oder net an Funktion do hun, aber man gesinn, dass du effektiv vun Haut op Mo wirklich dat Dimensgif unzeien, da könnte man ganz schnell den Centre de Consultation COVID an der Stadt oder den zu Esch opmachen. Nächsten regulären Regierungsrat se Freiden immer noch, wo dann nach einer Rendevous chauffier gesehen für das die Regierung kein zur Summe kommen. 4 Freude ich meine. Weil du wir hextens nur mehr auch vielleicht weil man effektiv auch braucht einfach immer Zeit doch für Analysen zu machen. Dafür hat man auch wichtig Haut zu sehen. Ich kann Haut so einen Standhaut. Was das okay, das macht andere mit.
bësselchen vor Dich Zeit muss sech ginn an insofern ass lo ke Grund fir virne Freuden zu summen zu kommen. Wir werde sicherlich auch über de Weekend schaffen, das echt der Ufang nächster Woche, wo man wette wann den Lot den Ustich vun den Zule guckt fir wirklich den Impact vun der ze gesinn rächen immer ja ich der Ufang nächster Woche mit nächster Woche dass du wo statt gif weisen dass immer die üblich Geduld, die gefordert ass fir ze gesinn, ob er stabil bleibt oder wirklich an Dimensione geht, ja ist dann net wie so froh wette man. eng froh wat ich Michael gestalt hat ginnet das schon diplomatisch Bemeungen fir Zivitéieren, das vom Ausland eventuell medizinisch also Gesundheitspersonal kennt beschlagnahmt gin oder so as dat seg Damoklesschwert oder sind wir noch nicht so weit? Also ein Damoklesschwert werdet die ganz Krise übersinn wie gesagt das nicht wat mir bis zu Euro kommen aus das Schwst du det. Mit Situationen as net grundlegend ernstcht wie am Ufang vun der Pandemie. Ich mengen all Land huet seg besoen seg Situationen, die muss gerieren dat as Risiko mat dem zu Lützeburg muss lewen, wann en Gesundheitssystem huet den op Fost op enger grosser Majoritéit vu Personal, wat aus dem Ausland kënnt, dann kann en Stadt net scheieren schoffen awer dats dat net so weit kommen, dats an der echte Käier net so weit kommen. Dann hoffen wir, dass der doch das Kind wird der Fall sie mir für froh zu beantworten, aber nicht heieren. Das wären so Gerüchte, die bei der echter Welt gegangen sind. Bis auf weiteres muss man mal Holz uphacken. Ich genug am Moment kein diplomatische Foren gemacht oder so bei den Doppelschlägen. Das ist kein Thema eigentlich. Merci.